SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind die Conny Berger aus Altnau im Kanton Thurgau. Aus Grub, Appenzell, Ausserrhoden Aurelia Nauer. Die Larissa Jägen wohnt sehr Neues im Kanton Graubünden. Das Preislach, Basuland, ist Agnes Hügli daheim. Johanna Gio kommt aus Motier im Kanton Freiburg. Das zürcherische Badiswil ist das Daheim von Rahel Baume. Und aus Kallnach im Kanton Bern kommt das Franzi Mori. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die Landfrauen sind unterwegs im Kanton Thurgau. Sie haben sich alle schon einmal getroffen und kennen sich ein bisschen. Es geht zur Cornelia Berger zu Altnau, direkt am Bodensee. Cornelia, die ist sicher nervös, habe ich das Gefühl. Und ist jetzt vielleicht noch am Blümchen-Tisch leer. Mal noch ruhige Minuten genießen. Ich glaube, der Conny geht es recht gut. Conny Berger geht es gut, auch jetzt noch. Sie ist an den Vorbereitungen für ihr Essen. Zum Dessert gibt es ein Stück von dem Kuchen, das sie da noch am Machen ist. Und ein Parfait. Also die Nervosität steigt schon langsam, aber sicher, wenn ich weiss, dass heute Abend die Landfrauen da sind. Aber zwischendrin kann ich es eigentlich auch gut ausblenden, weil ich einfach fokussiert bin auf das, was ich machen muss. Aber wenn ich dann wieder mal daran denke, dann kommt die Nervosität umso mehr. An eine Landfrau aus dem Kanton Thurgau gibt es offenbar Erwartungen, die sie erfüllen sollte. Ich glaube schon, dass die Landfrau etwas erwartet, wenn sie in Thurgau kommen mit Äpfeln. Wir sind hier in Ostindien, also Thurgau steht für Äpfel, für Obst allgemein. Und dann denke ich schon, also ich persönlich, ich würde etwas erwarten mit Äpfeln. Für ihre Menüwahl hat der Conny ihren Mann auch mitgeredet. Der Roland ist Bauer und Koch und muss ein bisschen schneuken. Schatz, alles gut? Du bist im Zeitplan? Ja, sind wir denn? Ja, da. Welchen Zeitplan? Du musst ein bisschen mehr Gas geben. Ja, ist gut, verstanden. Das ist fast ein bisschen Zeit bis im Weg. Nimmst du mal die Töpfel wieder mit, bitte? Danke. Ade, tschüss. Einen schönen... Ade. Leute da, wenn du etwas wissen. Ja. Hilfe, stopp! Im Postauto macht sich langsam der Hunger breit und das Wehrweisen um das erste Menü startet. Ich habe das Gefühl, zur Vorspeise, glaube ich, so saisonal, habe ich das Gefühl, gibt es einen Salat. Aber vielleicht Fisch, sie ist ja gerade am Wasser daheim. Vielleicht ist sie morgen noch irgendwo rausnehmen. So was ich weiss, wohnt sie ja gerade so ein bisschen am See. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht Fisch gibt. Das Fisch? Fisch, ja. Vom See vielleicht auch. Wäre auch eine Möglichkeit, gell? Ja. Die Landfrauen fischen noch ziemlich im Trüben. Bei Conny gibt es Fleisch vom eigenen Herforder Rind. Sie brätelt das Geschnetzelte an und stellt es bis kurz vor dem Anrichten auf die Seite. Auch eine Vegetarierin sitzt am Tisch, die einen Fleischersatz bekommt. Also das Veggie ist schon auf eine gewisse Art und Weise eine Herausforderung, weil es natürlich ein bisschen geknübelte ist und ein bisschen erweifelte. Aber es schmeckt gut und es wird schon gut kommen. Also ich bin da bester Dinge. Das Veggie Cordon Bleu füllt Conny mit Kräuter und Käse. Schief gehen könnte vor allem, dass es das Kohlräbli reisst und dass ich nicht überall schön verteilten Käse bringe. Die beiden Buben von Bergers, der Leon und der Elias, sind das Empfangskomitee für die Landfrauen.
Grüezi miteinander. Hallo Buben. Sie können gerne mit uns mitkommen. Okay, Ausgerechnet beim ersten Apero regnet es. Conny und ihre Familie mussten alles nach Schermen zügeln. Hoi miteinander, schön, dass ihr da seid. Schön. Ich darf gerne Schermen kommen. Hoi Johann, hoi. Oh. Hoi. Das ist mein Mann, der Roland. Unser Grösster, der Leon, der Elias und meine Schwiegereltern, Monika und der Fritz. Hallo miteinander. Ihr dürft euch nachher gerne bedienen. Zum Trinken gibt es einen Gletschertrink, da ist unter anderem Süßmast vom eigenen Hof drin. Greifen zu, ein gutes Miteinander. Neben dem Käse gibt es eine Fleischplatte, wo das meiste drauf von Bergers Rinder ist. Hey, flotte Tube bist du. Das ist doch gut, dann habe ich etwas anderes. Morgen früh bei Bergers. Die Conny schaut, dass ihre Buben rechtzeitig für die Schule und Kindergarten parat sind. Denkst du daran, das T-Shirt wechseln, bitte? Und das andere bringst du heim. Und wir holen dich am Mittag, Elias. Gell? Du musst am Nachmittag wieder in die Kinder, wir holen dich am Mittag. Ja. Gell? Ich bin so ein Grosser. Du bist ein grosser Kindergärtler, gell? Mhm. Die Aufgabenteilung bei uns auf dem Hof ist so, dass der Roli für Tier und für den Ackerbau zuständig ist und ich für die Paralandwirtschaft und den Haushalt und Kind. Aber wir sind eigentlich beide so involviert im Betrieb, dass wir gut einander jederzeit unter den Arm greifen können. Komm. Schön auf, komm. Der Roland geht am Morgen als erstes zu den Kühen. Schön auf. Es sind Hereford-Mutterkühe mit ihren Kälbchen. Und da wieder. Vor 9 Jahren hat der Roland den Hof von seinen Eltern übernommen. Dann war es noch ein reiner Ackerbaubetrieb. Bauern ohne Tiere, das wollte ich nicht. Ja, also man sieht, sie sind auch ganz ruhig und das hat halt auch viel mit dem Umgang mit den Tieren zu tun. Und die Kühe spiegeln halt auch den Landwirt zurück, wie er umgeht. Das ist so ein bisschen, für mich ist das sehr eine gute Zufriedenheit. Es zeigt, dass die Tiere einem vertrauen. Guten Morgen. Meistens langt es Roland nach dem Stall noch zum Beck und die ganze Familie kann zusammen zmörgeln. Ja, willst du Reis? Im Lager. Ja.
Bitte. Gute miteinander. Danke, gleichfalls. Wie sieht dieses Programm aus heute? Ja, das wäre noch schnell beileiten in die Schule. Kinski. Ja, ich muss an die Schule. Und nachher muss ich wieder komme ich wieder heim, gehe zum Mittagessen und nachher muss ich wieder in die Schule. Schule. Vor der Tür warten, Leon, nicht schon rausgehen, gell? Der Rocky, der Hofhund von Bergers, geht sein Tagesprogramm Säuferli an. Tschüss. Viel Spaß mit Lindy, gell? Du hast schön aufgefahren. Die Mami kommt sonst. Tschüss. Viel Spaß in der Schule, gell? Könnt ihr folgen. Also, können wir gehen. Mami mag euch schon noch. Ein Stück weit fährt Conny mit den Buben Richtung Schule und Kindergarten mit. Das Anfangsschuljahr, wo für sie wieder irgendwie alles ein bisschen neu ist, bis wieder die Routine drin haben, ist es einfach so ein kleines Ritual, das man hat. Die Aufgabenteilung scheint bei Bergers geregelt. In Stein gemeisselt ist sie aber nicht. Wenn ich mal weg muss, dann macht sie den Stall. Ja, kommt wenig vor, aber es kommt vor. Und ich kann mich da komplett auf sie verlassen. Es ist gemacht, wenn ich es selber machen will. Und ich koche auch bei dir. Und ich weiss auch, wie man im Haushalt Wäsche wäscht und so. Und ich finde, es ist heute ein Miteinander und nicht einfach nur, du hast den Bereich und du den anderen Bereich. Und es ist ein Miteinander, wir sollen einander helfen. Conny kümmert sich um die Paralandwirtschaft. Auf dem Hof hat es Stellplätze für Wohnmobil, Ferienzimmer und das Massenlager mit 39 Schlafplätzen. Da ist gerade eine Schulklasse abgereist. Die Conny ist gelehrte medizinische Praxisassistentin und ist nicht mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Diesen Bereich hat er aber der Ermo reingenommen. Beim Agrotourismus ist schon auch Herzblut dabei. Das mache ich wirklich auch gerne. Das ist auch ein bisschen der Grund, dass ich sage, ich gehe nicht auswärts arbeiten, sondern ich bleibe hier auf dem Hof. Weil das ist wirklich genau das, was ich gerne mache. Mit Leuten zusammen arbeiten, denen auch irgendwie Wünsche können ermöglichen. Das mache ich wirklich gerne. Die Schwiegermutter von Conny, die Monika, hat mit dem Tourismus auf dem Hof klein angefangen. Mit den Jahren ist mehr dazugekommen. Heute sind die Einnahmen ein guter Zustupf an das Einkommen vom Hof. Die Monika hilft der Conny, wo sie kann. So einen mache ich, so einen macht Cornelia. Dann wir es aufteilen beim Putzen. So. Hast du gerade noch? Ja, gerade fertig. Super. In dem Fall danke dir, gell? Ja. Gute denn? Ja, danke. Gleichfalls. Merci. Danke kochen. Obschon Conny nicht auf einem Bauernbetrieb ist aufgewachsen, hat sie sich reingeknäult. Sie ist Bäuerin mit Fachausweis und engagiert sich im Thurgauer Landfrauenverein. Haus? Schau, Mama ist schon im Stall. Haus? Da kommen ja zwei. Wenn sie dazukommt, ist auch sie gern bei den Tieren. Gerade nebendran, im zweiten Wohnhaus auf dem Betrieb, wohnen die Schwiegereltern. Die Monika macht eine Linzertorte. Das ist ihr Beitrag für die Landfrauen zum Kaffee. Als Conny frisch auf den Hof kam, war alles eine neue Welt für sie. Klar, war am Anfang nicht einfach für sie.
Situation und was alles anfällt auf dem Bauernhof. Ja, und dass man halt nicht bloß drinnen ist, dass man halt draussen auch helfen muss, wenn dann auch ein Ding ist, oder? Saison ist und alles. Von dem her. Und eben, sie halt die Kinder klein gehabt. Das ist halt dann auch noch. Und, aber die sind dann halt auch noch viel zu mir gekommen. Schon schön. Die kann hüten. So ist es wirklich. Macht es gut. Ich kann weg. Es ist Goni ihr Geburtstag. Die Buben sind in der Schule und Roland entführt seine Goni. Ein Moment nur für sie, das zweite zum Geniessen. Die Wertschätzung, die er mir gegenüberbringt, dass er sich so etwas einfallen lassen hat, das finde ich schon schön. Habe ich Glück gehabt. Ja, weiss ich du. Ich glaube halt einfach, es ist mehr wert, wenn man einander Zeit schenkt, wieder irgendwelche materielle Sachen, wo ja, wir haben ja alles. Was wollen wir denn da noch? Vor 10 Jahren haben sich die zwei im Ausgang kennen. Sie hat ja gesagt, am liebsten kein Bauer, noch viel lieber ein Koch. Und da ich ja eigentlich auch Koch gelernt habe, hat sie natürlich gerade so... Habe ich jetzt beides? Ja, sie hat beides. Nur koche ich nicht so viel, wie ihre Liebe wäre. Aber ich habe mich auf den Bauer eingeladen, schlussendlich, weil ich mich in einen Menschen verliebt habe und nicht im Beruf, den er hat. Ich habe früher noch nichts mit der Landwirtschaft am Hut gehabt und das eigentlich gar nicht wollen. Und die Umstellung war schon gross. Und er hat so eine Leidenschaft mit den Tieren, wo er ist schon ansteckend, weil er ist gerne um Tiere herum. Und das gibt er auch gerne mit und das merkt man. Und das ist auch motivierend selber. Ja. Die Ruhe am See ist kurz. Touristen kommen und wollen bei Bergers einen Stellplatz. Reichigers kommen viel auf den Hof Seealp und sind Stammgäste. Hallo miteinander, ja, schön, dass ihr da sind. Hoi, Hoi. Wetter bringen wir. Hoi, Vreni, hoi. Cornelia. Hoi. Sind noch gut gefahren? Ja, super. Schön. Kein Super. Verkehr, wunderbar, wie Alles. wir durch. Schön. Sehr schön. Ja, du musst und das Wetter stimmt ja heute. Ja, gell? Ein bisschen heiß, aber ist gut. Ja, ist ein bisschen heiß. Ja. Ich brauche vor Personalien. Ihr kennt es ja. Darf das so gehen? Ja, sicher. Danke vielmals. Merci. Auf dem Gelände rund ums Haus gibt es Stellplätze. Vom Mai bis in Oktober empfangen Bergers Gäste und teilen mit ihnen den Lebensraum auf dem Hof. Das kann recht intensiv werden für die Familie. Also beim Tourismus, die Schattenseiten sind vor allem auch, weil wir permanent präsent sind. Sobald wir aus dem Haus kommen, sind wir präsent. Die Leute haben Ferien, die haben die Zeit, die können fragen, halt manchmal auch erzählen. Und wir haben ja eigentlich unsere Aufgaben, unsere Arbeiten, die wir im Tag müssen oder sollten können machen. Und selbst ist manchmal ein bisschen schwierig und halt auch so das Privatleben kommt schon recht zu kurz in dieser Saison oder während der Saison, wenn wir die Gäste auf dem Hof haben. Die Hasen gehören den Buben von Bergers und sie müssen selber zu ihnen schauen. Putzt so. Elias,
Komm nachher dann helfen, wenn ich dir rufe. Ja. Warte. Lies, jetzt kannst du kommen? Ja, Leon, ich komme. Jetzt kannst du mir schnell helfen, den führen. Ja, Babykätzchen. Ja. Da. Elias, jetzt den Marsch kriegen. Oh. Er hat mehr Säule und ich hasse. Mir hat halt Hasse gegeben. Ich habe immer Glück. Also fast immer. Also. Ich weiss die Regeln. Ich konzentriere. Das ist ganz streng. Er sagt immer, ich bin ein bisschen mehr der Chef, weil ich viel mehr behassen bin. Ja. Nur im letzten Moment muss die Mama helfen. Zählt wie die Tablet. Du, tu. Nein, laufen. Weißt du, wenn es übergegangen ist, dort spüren so. Die Conny hat Küchenverbot. Der Roland ist am Wirken für das Geburtstagsessen. Essiggurken in Fleischsauce. Das gibt ein Stroganoff. Zusammen mit dem eigenen Rindfleisch. Er als Koch hat grossen Respekt vor seiner Landfrau. Als Koch bist du eigentlich mehr im Team. Also, du schaffst in einem Team und da bringt jeder seinen Teil auf den Teller. Und eine Landfrau oder eine Hausfrau, die kochen immer alles miteinander. Also für mich ist die Umstellung ganz am Anfang so für ein Haushalt kochen nicht ganz so einfach gewesen. Und darum eben, also sie macht das sehr gut und es gibt kein Gut und Besser. Jeder ist auf seine Art gut. Alles ist parat. Jetzt fehlt nur noch das Geburtstagskind. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Cornelia. Happy birthday to you. Prost, Cornelia, auf dich. Ja, er hat es nicht wollen, das Glas, weißt du? Einfach hersitzen und geniessen. Ein Geschenk mehr. Ja, es ist Gut, ich wünsche euch einen guten Miteinander. Essen, bevor es kalt wird. Nicht mehr lang geht's und dann wird der Spiess umgekehrt. Die Conny kocht als erste für die anderen 6 Landfrauen. Die paar Tage, die ich liefere, aber ich kann es dafür nachher umso mehr geniessen und kann alle 6 Essen dafür umso wirklich fest geniessen und nur denken, oh, ich muss dann auch noch kochen, sondern ich kann es dann noch hinbringen. Jetzt ein Spinnensmoothie, bitte. Zum Dessert kommt eine Linsertorte von Schwiegermutter Monika auf den Tisch. Sie hat 2 gebacken. Die hier extra für die Conny. Ein Geburtstag ohne Linsertorte von meiner Schwiegermutter kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen. Nein, weil es ist wirklich die beste Linsertorte, die es überhaupt gibt. Ist das etwa am 20., 19.
Es ist der letzte Tag vor dem Landfrauenessen. Die Conny ist mitten in den Vorbereitungen. Das gibt der Teig für Knöpfli zum Hauptgang. Mehl, Salz und Eier geben zusammen mit dem Wasser einen Teig. Gleichzeitig kann Conny einen Teil vom Dessert machen, ein Zimtparfait. Geschlagene Nudeln kommt in die Schüssel mit einer Masse aus Ei, Zucker, Zimt und geschlagenem Eiweiß. Die Conny hat bewusst Zimt gewählt für ihr Parfait. Ich habe Zimt gern. Für viele ist es zwar einfach ein weihnachtliches Gewürz, aber ich finde, Zimt geht immer und überall und in Kombination mit Äpfeln sowieso. Dann geht es weiter mit den Knöpfchen. Für die Zusammenstellung von ihrem Landfrauenmenü hat die Conny Hilfe bekommen. Bei der Menüwahl hat mir mein Mann schon geholfen. Wir haben mit den Eintragungsmenü zusammengestellt, respektive es war sogar noch eine Kollegin sonst noch dabei, die auch gelernter Koch ist. Also ich hatte da beste Unterstützung. Beim Kochen für die Landfrauen darf der Roland dann nicht mehr helfen. Aber jetzt noch beim Einrichten vom Esszimmer. Zusammen mit seinem Vater, Fritz. Wir schauen jetzt mal, wie es aufgeht in der Länge, gell? Ja. Beste, ja. Mit Heubauen soll es aus dem Morgenraum für die Feriengäste eine gemütliche Stube für die Landfrauen geben. Meinst du, Schatz? Ich muss mal schnell umlegen, dann sehen wir es. Ja, warte, ich Das ist möglich, dass wir jetzt ein paar Mal hin und her biegen. Ja, der lange Zorg. Ja, jetzt kommt es gut. Ja. Der lange Zorg, da haben wir Platz. Schatz, wirst du Bilder oben abnehmen, dass wir auch noch gar nicht rauf können? Das wäre flott. Mache ich. Es muss noch etwas gehen, bis die Conny zufrieden ist. Ich glaube, jetzt müssen wir zuerst einmal die Wand anmachen und nachher schauen, wie das Ganze dann so wirkt und wenn dann der Tisch drin steht, wie es dann aussieht. Ja, das ist doch gut. Hol ich noch ein bisschen Ballen? Ja, mach das. Ja. Cornelia? Ja. Auf die Höhe auf eine Fläche, gell? Da. Ja. Gell? Mhm. Ja. Also im Blutennessraum würde ich Frauen nicht ansetzen. Es muss schon ein bisschen heimelig sein, sie sollen sich wohlfühlen. Und es ist etwas Spezielles. Und dann dürfen wir auch den Raum spezieller herrichten, wie wenn er normal ist. Abschieben. Adieu. Die müssen wir einfach auf der Seite runter tun. Ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal schauen. Kann mal Also, jemanden heben? Kannst du losschauen. Sind ihr sicher? Ja, ja. So, schau, Schatz. Was meinst du? Das Menü steht auf alten Mostflaschen. Das Thema Äpfel von Connys Dreigänger hinterlässt schon hier seine Spuren. Ja, so kann man die Schrift relativ gut. So kann man es lesen. Ja, eben wegen dem Kontrast. Aber das ist gut, wenn unten auch weiß ist. Ich finde es schöner. Man kann es besser lesen. Sieht gut aus, so, oder? Ja, ich finde es gut. Das kommt gut. Ja. Es kommt gut. Fertig ist das Landfrauenstübli aber noch nicht. Ah, mega schön. Das ist cool. Zusammen mit den Sonnenblumen. Sieht denn das sicher mega lässig aus. Die Conny und Isabella kennen sich vom Landfrauenverband.
Und als Floristin hat Isabella Zugang zu fast allem, was es für die Dekoration im Raum noch braucht. Ich tue eigentlich gerne dekorieren, aber bei solchen Sachen habe ich so ein bisschen Vorstellung. Und ich habe dann keine Geduld und keine Nerven, um meine Vorstellung in die Wirklichkeit zu umsetzen. Und bin auch froh, wirklich, habe ich Isabella in meiner Hand. Weil sie ist so ein bisschen, ich kann ihr meine Vorstellungen und meine Überlegungen kann ich ihr mitteilen und sie weiß genau, was ich meine. Und dann sprudelt es bei ihr an Ideen und das ist unlässig. Und so jetzt wieder mit ihr helfen, die Sachen dann umzusetzen, weil ja, sie jetzt ein bisschen den Touchmeister übernimmt und sagt, komm, wir machen so und so, dann mache ich dann wieder gerne. Langsam spürt Conny den Countdown zum Landfrauenessen. Wenn ich mir vorstelle, dass in ein paar Stunden die Landfrauen da sind, dann werde ich schon nervös. Gegen diese Nervosität gibt es für Conny nur ein Mittel. Wenn ich draußen auf dem See bin, dann versuche ich Gedanken schweifen und die Ruhe zu geniessen. Im Großen und Ganzen habe ich alles da. Wenn ich etwas vermisse, dann ist es vielleicht mal so ein bisschen spontan mal weggehen. Schlussendlich, ja, wir haben alles da. Wir wohnen dort, wo andere Ferien machen. Dann ist er da, der Tag vom Landfrauenessen. Ihr dürft euch gerne euren Platz suchen. Wow. Oh, cool. Wie bin ich gekommen und habe gedacht, boah, mit dieser Heuwang und mit diesen Sonnenblumen. Ach so. Bequeme Stühle. Halt hat miteinander zusammengestimmt und das war ein Wow-Effekt. Hat die Töpfe geschaut? Henne, cool. Die sind gedruckt. Das Heu. Aber wie gedruckt oder Habt ihr euch ein Plätzchen gefunden? Ja, super. Ich darf euch ein Menü vorstellen. Und zwar starten wir einmal querbeet durch den Garten. Nachher kommt ihr von mir ein vom Äpfel beschwipstes Rind über mit Knöpfchen und Zugetti. Und für dich, Johanna, gibt es ein Figi-Cordon-Bleu. Und zum Dessert verwöhne ich euch mit Äpfeln, die den Zimt trifft. Ja, danke vielmals. Ich wünsche euch von Herzen ganz einen guten Abend. Danke vielmals. Wir freuen uns. Conny. Ja. In der Küche hat Conny Zibil als Hilfe an der Seite. Sie kennen sich schon lange, haben aber noch nicht viel zusammen gekocht. Als Querbeet durch den Garten gibt es einen Salat, Querbeet aus dem Garten. Als ich es erzählt habe, dass ich angefragt worden bin für das Format, hat sie sofort gesagt, oh, ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst. Das war mir ein Witz. Ja, jetzt schon Spargel. Nein, und dann musste ich sagen, ja, nichts Besseres als das. Sie macht bei uns im Vorstand auch immer die Arbeit mit alles, was mit Ernährung zu tun hat. Und von dem her habe ich da beste Hilfe. Da.
So, sind ja nachher? Ja, und wir müssen noch schnell ein Brötchen noch tun und dann kannst du gehen. Der hier ist für die Aurelia im Fall. Es ist eine einfache Vorspeise, aber ich finde, es sieht anmächerlich und super aus. Und ich weiss, dass die Soße fein ist. Zur Vorspeise gibt es einen Gartensalat mit Apfeldressing und einem sauber gemachten Brötchen. Fein. Das klingt lustig. Farbig. Ganz eine gute Idee. Ja, mit Äpfeln. Ne? Die Präsentation war extrem schön. Es ist mit dem Radiesli, das hat es ein bisschen rausgeholt. Sonst ist es halt einfach so ein bisschen Salat, aber das Radiesli finde ich jetzt noch so ein bisschen der Pep, so speziell. Am Tisch ist es still. Ein gutes Zeichen. Wirklich sehr saisonal, regional. Regionaler kannst du ja nicht. Das war super. Bunt. Die Soße ist auch selber gemacht. Ich denke schon. Mild, halt nicht so sauer. Feine Soße mit wahrscheinlich Baumnussöl haben wir so ein bisschen herausgefunden. Fein. Und ja, ich liebe das so Salat, wo einmal alles drin ist. Das war fein. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Kreativität, Präsentation, Geschmack, Saison und Regionalität. So, liebe Frauen, ihr wisst, was das heisst. Yes. Sie vergeben Punkte von 1 bis 10. Die Resultate bleiben bis zur Finalsendung geheim. Das ist noch ein bisschen knifflig, gell? Das sieht noch ein bisschen schön ausgesehen. Conny und Sibyl kommen zum Hauptgang. Gelernt kochen habe ich zum einen bei meiner Mami. Sie hat uns immer wieder nachgenommen und gezeigt verschiedene einfache Sachen. Und nachher halt, sobald du Kind hast, fängst du eher an, selber kochen, selber etwas zugelernt. Ich habe eine Fachperson im Haus. Bei Unsicherheiten kann ich jederzeit fragen. Die gefüllten Zugetti kommen zwar in den Ofen, werden aber gedämpft, nicht gebacken. Auf dem Herd ist Hochbetrieb. Die Kaulräbli sind in der Pfanne, die Calvados-Sauce für das Geschnetzelte köchelt ein und die Knöpfli sollten eine goldige Kruste bekommen. Du, heiß. Knöpfli gesalzen? Ja. Fest? Ja, schmeckst du mehr. So schlimm ist aber nicht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Schmeckst du mehr den Muskat wie... So, liebe Frauen. Und ein Kompliment an die Küche soll ich ausrichten. Danke. Im letzten Moment kommt das angebratene Fleisch in die Sauce. Noch. Und dann ist alles bereit zum Anrichten. Die Herausforderung ist nach wie vor, dass es heiß bei den Frauen ankommt. Das ist eigentlich echt momentan die grösste Challenge. Die Zucchetti-Türme sind höher als erwartet. Schatz, was meinst du? Sollen wir das Silo mit der Glasche einfach so raus? Wegen der Türmchen? Auch wegen Nein, das sollte gehen. Ja. Darfst du schnell eine Glasche anschauen? Ja. Dann machen wir noch weiter. Freie Bahn. Tust du mir Äpfel drauf, dann hole ich noch schnell Zucchetti nochmal. Ja, okay. Hier auch haben wir alles. Es macht alles zusammen gut unter die Glosch. So. Bringen die den nächsten über? Ja. Die braucht es schon. Der Roland muss mit der Dauer über den Hof zum Essraum der Frauen. Unter der Glocke bleibt das Essen warm. Zum Hauptgang gibt es Rindsgeschnetzelt an einer Calvados-Sauce mit Knöpfli und gefüllten Zucchetti. Ich bin mehr wieder mit in der Musik. So, liebe Johanna, du hast ein Kohlräbli Cordon Bleu über. Wow, fein. Pro Cordon Bleu hat es einfach einen Zahnstocher drin. Viel Glück beim Suchen. Einen guten Miteinander wünsche ich. Vielmals. Sieht gut aus. Als ich den Hauptgang-Teller gesehen habe, habe ich gedacht, das Gemüse ist cool angerichtet. Die Zucchetti mit den gefüllten Rüebli sind wunderbar dahergekommen und ist auch gut im Geschmack. Ich habe einen Zahnstocher gefunden. Es war sehr fein. Es war Scheiben Kohlrabi gefüllt mit Käse und Schnittlauch. Und für mich war es ein bisschen zu trocken, weil ich noch eben die Spätzli gehabt mit dem Kohlrabi Cordon Bleu und Zucchetti. Aber eben, es hat mir ein bisschen die Soße gefällt. Die Äpfel sind nicht beschwipst. Die Äpfel sind karamellisiert.
Du hast keine Äpfel. Ja, keine drauf. Oh. Du musst mir sagen, Rolena, komm. Willst du von mir etwas? Willst du probieren? Ein bisschen probieren würde ich schon noch gerne, aber ich habe gedacht, wo haben denn die Äpfel? Nimmst du aber? Ich muss einfach ein bisschen hart zum Probieren. Kannst du mehr haben? Die anderen haben einfach alle gesagt, ja, die Äpfel da, nein, das Fleisch einfach in der, was für Äpfel reden denn die? Jetzt probieren wir, ist alles gut, es war fein. Sehr fein. Super, merci. Und das Rind ist also mega fein, schnell und zart. Ja. Das Fleisch, habe ich gefunden, hätte noch ein bisschen mehr dürfen nach dem Schnaps. Ein bisschen an der Nase haben. Es ist so, der Schnaps ist ein bisschen untergegangen, aber das Fleisch war sehr zart. Die Spätzle waren extrem fein. Und das Gemüse hat auch so eine spezielle Würzmischung dran, die es ein bisschen ausgemacht hat. Irgendein spezielles Gewürz, aber ganz fein. Aber die Kombination mit den Zucchetti finde ich super. Ich finde Zucchetti sind total fein. Ja. Ja, also das finde ich eine super Idee. Ich habe das Essen in der Wärme eigentlich ideal gefunden. Es war gerade schlitzfertig, man hat sich nicht die Zunge verbrannt. Ich habe es völlig okay. Es war nicht kalt, einfach perfekt gerade zum Essen eigentlich, ja. Ja, habe ich alles. Auch der Hauptgang wird bewertet und gibt Punkte für die Landfrau in der Küche. Nicht angeschrieben. Dazu. Das ist ja drin. Ja, genau. So, liebe Frauen. Und? Es haben alle gesagt, es sei mega fein, aber einfach zu viel. Sie mögen nicht so viel. Gut. Danke euch. Danke dir. Super Leistung. Meldung. Du musst mal schauen, dass der ganz bleibt. Das ist eine Challenge. Das Dessert ist der krönende Abschluss von Connys Menü. Ja, gekriegt. Ein Äpfelkuchen und Zimtparfait. Ein Äpfelweihe mit Zimtparfait. Wunderbar. Danke vielmals. Ein Guten. Danke. Parfait ist doch jetzt gut. Parfait hat so Zimtparfait oder Zimtparfait. Das war ganz gut. Es war ganz leicht und luftig und das habe ich ganz gerne. Die Äpfel waren so ein bisschen knackig und auch fein süß. Und ich liebe halt Dessert. Ich habe glaube fast alles gegeben. Ich habe einfach so gerne Dessert. Darum war es sowieso gut. Und Münzen aus dem Garten. Ja. Hat sie es im Garten gehabt? Das ist schauen. Ja, sicher Münzen im Garten, das sieht doch aus. Ich persönlich bin nicht so zimtig. Und es ist eher so wirklich ein Weihnachtsgewürz halt. Aber es war wirklich sehr fein. Das war nicht so eine riesige Portion. Nein, es ist gut. Das Thema Äpfel hat sich wirklich vom ersten Gang bis zum letzten Gang total durchgezogen. Und es war sehr fein. So, liebe Frauen, Rübis und Stübis, alles weg. Super. Ich finde, das haben die einfach super gemacht. Danke noch vielmals. Merci. Für deine Hilfe. Dir auch nochmal, gell? Danke dir. Schon recht, gell? Danke vielmals. Danke. Zum Wohlsein, zum Wohl. Danke vielmals. Auf dich. Zum Wohl, Schatz. Danke. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Conny. Zum Geburtstag viel Glück. Bravo! Also etwas wünschen. Die Conny wird noch mal gefeiert. Prost! Merci, vielmals, es war super. Ja, fein. Bei den nächsten 6 Essen kann sie nur noch hersitzen. Nächste Woche sind wir bei Aurelia Nauer zu Grub im Appenzell Ausserrhoden. Und ob die Conny als erste Köchin auch gerade gewinnt, kommt ihre Finalsendung am 29. Dezember raus. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.